Germersheimer Adventskrimi. Heiner? Gehst du dich umziehen, die Kinder kommen gleich. Heiner faltete die Zeitung zusammen, strich mit der rechten Hand über seinen Oberschenkel, der in einer leicht beuligen Breitkorthose steckte, und murmelte: Was stimmt dann mit der Hose nit? Du hattest sie an, als wir uns kennenlernten, vor 43 Jahren und seither gefühlt jeden Tag. Heiner strich immer noch. Ja, das war noch Qualität, damals. Bitte, tu es für mich, ja? Und dann kannst du mir helfen, den Tisch decken und hol noch Saft und Sekt aus dem Keller. Heiner stöhnte und grummelte, dann stand er auf. Ken Woi? Hilde werkelte in der Küche und rief: Michael bringt Glühwein mit. Heiner stöhnte lauter. Glühwein. Das Schlimmste, was man einem guten Rotwein antun konnte, war, ihn warm zu machen und seltsame Gewürze reinzuschütten. Und wenn man einen schlechten nahm, der wurde dadurch kein bisschen besser. Und wenn du im Keller bist, kommst du gleich wieder hoch, ja? Du gehst nicht in deinen Schnitzkeller, hörst du? Heiner seufzte. Hilde kannte ihn zu gut. Da unten hatte er seine Ruhe. Beim Schnitzen der Marionetten konnte er komplett die Zeit vergessen, und wenn er dann die Schnüre einfädelte und ihnen damit Leben einhauchte, war das jedes Mal ein erhabener Moment. Es hatte was von Schöpfung. Ähnlich schön wie damals, als die Kinder geboren wurden. Ulrike, Ursula und Ute waren prächtige Mädchen. Er liebte sie sehr, aber wenn möglich jeweils alleine. Ulrike hatte diesen Akademiker angeschleppt, irgend so ein Klugscheißer-Doktor, der geschwollen daherredete und mit seinen Fremdsprachen protzte und Glühwein mitbrachte. Ursulas Ehemann hatte in seiner Firma Karriere gemacht, von der Schreinerei über die Projektleitung bis zum Leitungsteam mit Gewinnbeteiligung. Seither nutzte er seine Finger nur noch zum Tippen auf allen möglichen Geräten und ging immer nur noch mit Schlips und Sakko zur Arbeit. Nur Ute hatte sich für einen echten Handwerker entschieden, aber seit über einem Jahr war der verschwunden. Weder zu den Geburtstagen noch an Ostern oder Weihnachten tauchte er auf. Ute kam immer allein. »Papa, Tom ist auf der Walz. Da darf er nicht nach Hause, zwischendurch nicht mal in die Nähe.« Heiner blieb skeptisch. Das hatte er ja noch nie gehört. Hilde kam ins Wohnzimmer mit einem Stapel Teller. Ihr Blick reichte, Heiner stand auf, streckte sich und seufzte wieder. Hilde schaute immer noch streng. Dann sagte sie: »Heiner, du nimmst dich zusammen heute Abend. Dass Stefan eine Weihnachtsmann-Agentur beauftragt hat, lässt sich nun mal nicht mehr ändern.« Ja. Heiner war trotzdem verärgert. Schlimmer noch, er fühlte sich als Versager, als nutzloser Versager. Die letzten Jahre war es immer seine Aufgabe gewesen, die Enkel als Nikolaus zu beschenken, und das hatte er immer sehr konzentriert und voller Eifer erledigt. Er hatte vorher eins seiner dicken Vogelkundebücher in Goldfolie eingepackt, hatte Zettel eingeklebt, auf denen er fein säuberlich die Namen und die Belobigungen und Ermahnungen der einzelnen Enkel eingetragen hatte. In großer Schrift, versteht sich, weil er seine Lesebrille nicht tragen durfte, sondern eine Nickelbrille mit Fensterglas auf der Nase hatte. Ein langer Rauschebart aus Watte, Wattelöckchen unter der roten Nikolausmütze und ein Sofakissen unter dem schwarzen Mantelgürtel hatten die perfekte Verkleidung ergänzt. Bis letztes Jahr der älteste von Ulrike und Michael, Amadeus, mitten in seinem Gedichtaussagen stockte und fragte: »Warum hat der Nikolaus Obis Hausschuh an?« Das darauffolgende Durcheinander war grandios gewesen. Hilde hatte mit den Augen gerollt, Ulrike hatte ihren Großen zur Seite genommen und was von »Die Stiefel waren so dreckig und da hat der Opi ihm die geborgt« gemurmelt. Michael hatte sich 2 Becher Glühwein in kürzester Zeit eingefüllt und genuschelt. Großes Kino, ganz großes Kino, in Endlosschleife. Ursula hatte Söhnchen Fiete Ole die Ohren zugehalten und Stefan hatte Töchterchen Luana Johanna auf den Arm genommen und beim Rausgehen gerufen: »Dafür gibt es doch Profis, mein Gott!« Die Zwillingsbrüder von Amadeus waren wach geworden und hatten in Jumbojet-Landebahn-Lautstärke gebrüllt, und Oma Hilde hatte versucht, beide in die Küche zu lotsen, um sie mit Plätzchen ruhig zu stellen.
Nur Ute hatte entspannt auf dem Sofa gelegen, ihr Baby gestillt und in ihre Faust gekichert, bis ihr die Tränen über beide Wangen liefen. Ja, ja, das mit den Hausschuhen, blöd. Heiner hatte sich wie jedes Jahr sofort in den Schnitzkeller verkrümelt, als die ganze Mannschaft eintraf. Er musste sich schließlich verkleiden und vorbereiten und überhaupt war der Nikolausabend dort unten ganz prima zu ertragen. Er hatte sich eine Rieslingschorle gemacht und las immer wieder die Anmerkungen im goldenen Buch und welches Geschenk in welchem Papier für welches Kind sein sollte. Hilde würde rechtzeitig mit dem Besenstiel auf den Küchenboden klopfen und er würde dann wissen, dass er noch etwa 5 Minuten hatte. Das hatte bisher jedes Jahr ganz prima funktioniert und Heiner drapierte das Kissen unter den Mantel. Er mixte sich noch eine Schorle. Er schichtete die Geschenke in den alten Kartoffelsack, zog vorsichtig die Mütze über die Glatze und richtete die Wattelöckchen aus. Den Bart ließ er noch weg, damit trank es sich so schlecht. Er mixte sich noch eine Schorle. Er klemmte den Wattebart hinter die Ohren und besah sich vor dem Spiegel des alten Utensilienschranks. Perfekt. Er hob den Bart, nahm einen Schluck, da polterte es über ihm. Aha, es ging los. Und dann merkte er, dass er noch die Hausschuhe anhatte. Er griff nach den Feuerwehrstiefeln in der Ecke, hob das rechte Bein, zog den Hausschuh aus und versuchte, den Stiefelschaft zu treffen, aber das ging irgendwie nicht so richtig, weil der Kissenbauch ihm die Sicht versperrte und der Stiefel heftig zu wackeln schien. Über ihm polterte es wieder, dringlicher. 2 weitere vergebliche Versuche, dann gab Heiner auf. Er schlüpfte deshalb wieder in den rechten Hausschuh, packte den Geschenkesack, prüfte noch einmal Sitz von Mütze und Bart und stapfte mit lautem Ho, ho, ho die Kellertreppe hoch. Fast wäre ja alles gut gegangen. Fast. Für dieses Jahr war er als Nikolaus abgemeldet. Stefan hatte einen Profi engagiert. Die beiden Schwiegersöhne hatten das vereinbart und die Aufgaben verteilt. Michael den Glühwein, Stefan den Nikolaus, ihre Frauen informiert und die wiederum ihre Mutter drum gebeten, es dem Opa schonend beizubringen. Heiner war tief getroffen. Er hatte schon damit gerechnet, dass es dieses Jahr anders laufen würde, aber dass er völlig außen vor war, wurmte und bohrte und stach. Die einzige, die ihn verstand, war Ute. Sie hatte ihn angerufen und gesagt: »Ach Papa, ich würde dich wieder nehmen. Ich wusste doch als Kind auch schon, dass du das warst. Kinder wissen das, das fühlt man, riecht man weiß es eben.« Aber Michael befürchtet bei seinen Nachkommen ein frühkindliches Trauma, wenn sie sich betrogen fühlen. Es hatte gut getan, aber enttäuscht war er trotzdem noch. Als er mit Saft für die Kinder und Sekt für die Frauen wieder nach oben kam, hatte Hilde den Tisch schon gedeckt und summte ein Weihnachtslied vor sich hin. Heiner nahm die Glühweintasten zur Kenntnis, sah aber auch, dass Hilde an seinen Platz ein Schoppenglas gestellt hatte. Ach, Hilde. Und dann dachte Heiner, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, sich die ganze Sache als Zuschauer zu betrachten. Bald ging es los. Immer wieder klingelte es und ein neuer Schwall Menschen überflutete den Flur. Jacken, Mützen, Winterstiefel, Schals, Handschuhe. Seine kluge Hilde hatte pro Familie einen großen Wäschekorb für die Kinderklamotten parat gestellt, damit die Rückverteilung später reibungslos laufen konnte. Ute kam als Erste. Die kleine Emma lief schon ein paar Schritte, zog ihren ohramputierten Knuddelhasen hinter sich her und strahlte glücklich ihren Opi an. Der nahm sie hoch und kitzelte mit dem Bart ihr Näschen wie jedes Mal zur Begrüßung, und wie jedes Mal jauchzte die Kleine vor Vergnügen. Heiner hoffte inständig, dass dieses Kind so wonnig bleiben würde. Die Chancen standen gut bei der patenten Mutter, auch wenn die immer noch keinen Mann und Vater an ihrer Seite hatte. »Papa, jetzt frag doch nicht immer, das dauert 4 Jahre. 4. Wir besuchen ihn doch ganz oft, aber hierher kommen, das darf er nicht.« Heiner atmete tief. Na, das würde wohl alles seine Richtigkeit haben. Ursula und Stefan kamen als Nächste. Fiete Ole und Luana Johanna stritten sich schon im Hof, zogen sich gegenseitig die Mützen über die Nasen und brüllten dann nach Hilfe.
Stefan checkte permanent den aktuellen Standort des georderten Weihnachtsmanns auf seinem Smartphone und Ursula verzog sich in die Küche und fragte Hilde: »Mama, kann ich dir was helfen?« Die zog die Augenbrauen hoch und antwortete: »Ja, bring deine Brut zur Raison.« Heiner stand mittendrin, Emma auf dem Arm und grinste. Seine Hilde. Ulrike und Michael kamen als Letzte. Michael schleppte den Elektrokocher mit dem Glühwein und rief: »Steckdose, Steckdose!« noch bevor er guten Abend sagen konnte. Hilde lächelte ihn an. »Grüß dich, lieber Schwiegersohn, nimm die Steckdose, die du jedes Jahr nimmst, die verschieben sich bei uns nicht.« Heiners Grinsen wurde breiter. Ulrike entblätterte ihre Söhne und schichtete die Teile fein säuberlich in den vorgesehenen Wäschekorb. Dann drückte sie Amadeus sein Flötenetui in die Hand und schickte ihn ins Wohnzimmer. Die Zwillinge hielten jeweils ein elektronisches Teil in den Händen, das sie nur zum Handschuhe ausziehen kurz losließen. Beide starrten auf die Displays, bewegten die Daumen in Höchstgeschwindigkeit und versuchten, ihrem Bruder ins Wohnzimmer zu folgen. Heiner wartete darauf, bis der Erste gegen den Türrahmen stolpern würde, aber Ulrike lenkte die beiden mit kurzen Stupsern auf die Schultern zielsicher zum Sofa. Einen Moment überlegte Heiner, ob die beiden wirklich lebendig waren, und ihm kamen echte Zweifel, als er merkte, dass er keine Ahnung hatte, wie die beiden hießen und ob sie überhaupt Namen hatten. »Hilde«, flüsterte er seiner Frau zu, »ich hab vergessen, wie die zwei heißen. Hinz und Kunz, Trick und Track.« »Max und Moritz«, sagte Hilde und zwinkerte ihm zu. »Echt jetzt?« »Nein, Johann Wolfgang und Friedrich.« Irgendwann hatte jeder seinen Platz auf dem Sofa gefunden. Amadeus packte seine Blockflöte aus, die 3 Töchter schwatzten fröhlich miteinander und schlürften Sekt dabei. Michael verteilte Glühwein an sich selbst und an seine Frau Ulrike, die die Becher dankend annahm und in einer Reihe auf der Fensterbank parkte. Stefan und die Zwillinge zeigten eine perfekte Choreografie. Wischen, tippen, starren, stöhnen. Michaels Kinder hatten sich derweil Glühweinbecher von der Fensterbank besorgt, pusteten hinein und warteten auf eine geeignete Trinktemperatur. Hilde kam rein, stellte einen gefüllten Brotkorb auf den Tisch, packte die Glühweinbecher von Fiete Ole und Luana Johanna und drückte sie Michael in die Hand. Dann klatschte sie in die Hände. »Der Nikolaus hat viel zu tun heute Abend. Deshalb hat er später nicht die Zeit, all eure Gedichte und Lieder hier anzuhören. Aber ihr wisst ja, der Nikolaus weiß alles und sieht alles. Die Krautwickel brauchen noch 20 Minuten. Bis dahin ist genug Zeit, all eure Darbietungen vorzutragen. Also, los geht's. Fiete Ole fängt an.« Der Kleine stand auf und begann, sein Gedicht aufzusagen. Mama Ursula flüsterte ihm von hinten die jeweils nächste Zeile ins Ohr und Amadeus rief: »Die sagt ja vor, das gilt nicht.« Heiner murmelte: »Dasselbe Klugscheißer wie sein Vater.« Und Ulrike zischte: »Das hab ich gehört.« Heiner übergab Emma an ihre Mutter, schnappte sich das Schoppenglas vom Tisch und schob sich langsam in Richtung Tür. Als er mit seiner Rieslingschorle zurückkam, war das Gedicht zu Ende und Luana Johanna packte ihre Blockflöte aus. »Wieso flötet die hier? Ich flöte hier«, schrie Amadeus. Und Heiner nahm einen tiefen Schluck. Ulrike starrte ihn drohend an und fragte dann in die Runde: »War das so abgesprochen, Michael?« Der sah sich verwirrt um. »Glühwein, Schatz?« Ulrike sprang auf, nahm Amadeus an der Hand und ging mit ihm in den Flur. Kurz darauf war sie wieder da, nickte allen zu und sagte zuckersüß zu Luana Johanna: »Bitte entschuldige die Störung, du kannst jetzt anfangen.« Die Kleine begann mit einer schrägen Aneinanderreihung von Tönen und Heiner versuchte verzweifelt, das Lied zu erkennen. Das Intervall im 3. Takt ist eine große Terz, von D auf B und nicht auf H. Amadeus lehnte sich nach dieser Kritik zufrieden im Sofa zurück. Heiner murmelte: »Dasselbe Klugscheißer«, und unterbrach sich sofort, als er Ulrikes Blick bemerkte. »Papa, in diesem Kontext heißt es der gleiche, ja?
Der gleiche und nicht derselbe, zischte sie ihm zu. Dann hatte Luana Johanna ihren Vortrag beendet, lächelte in die Runde und verbeugte sich. Keiner klatschte. Jeder versuchte, das Lied zu erraten, und die Kleine heulte los. Alle Jahre wieder, wär einfacher gewesen. Warum müssen die Kleine so schwere Lieder spielen? Heiner schaute in die Runde. Und sie hatte Dreivierteltakt nicht gespielt. Deshalb hat man das Lied nicht gekannt. Du hast doch keine Ahnung von Takt. Von Dreiviertel schon eher, zischte Stefan und blickte einen Moment von seinem Display hoch. Heiner stand auf. Ich hab jahrelang im Musikverein die Pauke gespielt. Jahrelang. Ich weiß sehr wohl, was Taktgefühl ist. Ihr hen all keine Ahnung. Dann sah er sich alle seine Kinder und Schwiegerkinder und Enkelkinder an, wie sie da auf der Couch saßen, schüttelte den Kopf und murmelte, auf die Pauke haue will jeder, aber Drache will sie kenner. Heiner packte sein Glas und verschwand wieder Richtung Küche. Er machte kein Licht. Den Kühlschrank fand er auch im Dunkeln. Es brodelte in ihm und er summte zur Beruhigung das Flötenlied vor sich hin. Kommet, ihr Hirten. Die Melodie war aber auch schwer. Er holte die Rieslingflasche aus dem Seitenteil und schloss die Kühlschranktür. Er goss den Wein ins Glas und horchte auf das Gluckern, das immer höher wurde, bis die ideale Menge Wein eingegossen war. Heiner schmunzelte, passte genau, die Flasche war jetzt leer. Gerade wollte er sie wegstellen und zum Sprudel greifen, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Draußen, vor der Terrassentür, hatte sich was bewegt. Und dann sah er, dass der Türgriff in Offenstellung eingerastet war. Und wieso war der Rollladen nicht geschlossen? In dem Moment wurde die Tür mit einem leichten Schubs aufgestoßen und ein Mann schob sich in die Küche. Geduckt schlich er auf Heiner zu, eine Kapuze über dem Kopf, einen Sack für das Diebesgut auf dem Rücken. Heiner erstarrte nur einen kurzen Moment. Dann hob er die Flasche und haute sie dem Einbrecher mit voller Wucht aufs Hirn. Ein lautes Knacken, Heiner war nicht ganz klar, ob es von der Schädeldecke oder der Flasche gekommen war, zeigte ihm, dass er perfekt getroffen hatte. Der Verbrecher sackte mit einem kurzen, lauten Schrei vor ihm auf die Küchenfliesen. Das Licht flammte auf. Alle drängten sich in der Küchentür. Ursula hielt sich erschrocken beide Hände vor den Mund. Stefan fluchte. Michael nahm einen tiefen Schluck Glühwein und Luana Johanna starrte auf den Mann in rotem Mantel mit Kapuze, einem Watterauschebart, der über seine Nase gerutscht war, und flüsterte dann mit Entsetzen in ihrem Kinderstimmchen: Opi, du hast den Nikolaus erschlagen. Germersheimer Adventskrimi.